Moie leiwalle Goeten. Mein Numm ass Jerome Luling, an e Loléieremmer e bësse Letzebäuerch. An der Rubrik Retro gucken wir uns heute einen Artikel aus dem Jahr 2001 an. Schon leider kein genaues Datum. Luxemburger Wort Online Computer lernt Eifeler Regel. Das Projekt zur Entwicklung einer luxemburgischen Rechtschreibprüfung am Computer Cortina macht große Fortschritte. Das ist die Internetseite für die Cortina. MTH, das ist der Journalist. Cortina steht für Korrektion Orthographique Informatique appliquée à la langue luxembourgeoise. Gemeint ist damit das erste Computerprogramm zur Rechtschreibprüfung, auch Spellchecker genannt, welches speziell für die luxemburgische Sprache entwickelt wurde. Das Projekt Cortina erblickte im Juni 2000 Initiative des Conseil Permanent pour la Langue Luxembourgeoise CPLL das Licht der Welt nach der Einführung der neuen luxemburgischen Schreibweise und der noch immer andauernden Entwicklung eines großen Wörterbuchs wollte man auch im Bereich der neuen Medien das Luxemburgische stärker fördern. Durch die allgegenwärtige Textverarbeitung am Computer und die elektronische Post wird das Luxemburgische wahrscheinlich heute mehr geschrieben als je zuvor. Die Informatikabteilung des Centre de Recherche Publique Gabriel Lippmann wurde mit der Entwicklung des Spellcheckers in luxemburgischer Sprache beauftragt. Unter der Leitung von Pierre Mussel entwickelte ein Team von Informatikern und Linguisten in einer ersten Stufe einen Prototyp des Programms, der seitdem in der zweiten Stufe des Cortina-Projekts immer weiter ausgebaut und verbessert wird. Über 75.000 Einträge. Der Linguist Jerome Luling beschäftigt sich mit der Pflege des Wortschatzes des Orthographieprogramms. Von ursprünglich 60.000 Wortformen will er bis zum Abschluss des Projektes auf 150.000 Wortformen kommen. Zurzeit arbeitet die Software mit etwa 75.000 Wortformen. Naja, ist die genaue Adresse schon so angetippt, mir geht nicht mehr. Schon nochmal Wayback-Maschinen probiert, geht doch nicht mehr. Hier steht 7. Oktober 2001. Ja, das kann klappen. Hier auf der Foto, da gesehen der Minister, Madame Heniko Schöpsches. Das war eine Pressekonferenz. Und ja, das Projekt wird finanziert vom Kulturministerium, aber auch vom Edukationsministerium. Leider war kein vom Edukationsministerium da. Aber das war nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, ich war für die Konferenz nicht organisiert. Das heißt jetzt nicht. Das ist der Yannick Durand, den Hauptinformatiker, den Pierre Mussel assistiert. Und da war schmengende Nuno dos Santos, den das mit zum Schluss zum Projekt kommt, für die Stabilität vom Projekt zu testen. Und die Entwickler reden bewusst von Wortformen anstatt von Wörtern. Die Software muss von einem bestimmten Wort sämtliche Variationen kennen. Ein- und Mehrzahl der Substantive, Geschlecht, der Adjektive, Modi und Zeitformen der Verben müssen alle gesondert berücksichtigt werden. Eine besondere Herausforderung war laut Entwicklern die Einbindung der sogenannten Eifeler Regel. Diese Besonderheit des Luxemburgischen besagt, dass unter bestimmten Umständen der Buchstabe N am Ende eines Wortes wegfällt. Zum Beispiel muss man den both schreiben anstatt den both. Da dieses Phänomen sich aber nicht auf eine einfache Regel N für Vokalen und NDT, H und Z reduzieren lässt und es sehr viele Ausnahmen gibt, konnte nicht einfach ein automatischer Algorithmus in das Programm eingebaut werden. Es musste mit einer systematischen Indexierung sämtlicher Fälle begonnen werden, was sehr zeitaufwendig ist. Das stimmt. Mit Ono hast du aber schon eine Skill, kommen immer mal selbstlernenden Algorithmen geschafft. Lokalspezifische Variationen des Luxemburgischen, wie sie in vielen Teilen des Landes vorkommen, berücksichtigt das Programm übrigens nicht. Ein Schritt in Richtung Hochluxemburgisch. Plattformunabhängige Software, ja, so gibt es Sätze, an dem uns verbessert. Und dann nur der Fehler und oder dann die Alternative. Die Software selbst ist auf dem Prinzip Client-Server aufgebaut. Dabei übernimmt ein Server genanntes Programm die eigentliche Rechtschreibprüfung und ein kleines Client-Programm auf dem Rechner des Nutzers dient zur Eingabe des Textes und zeigt die Korrektur an.
Diese Architektur hat den Vorteil, dass sie eine flexible Anpassung der Benutzerschnittstelle erlaubt. Man kann den Spellchecker sowohl aus einem Textverarbeitungsprogramm heraus wie auch über das Internet nutzen, auf allen möglichen Betriebssystemen. Ja, das war es wichtig, dass die vom Mac nicht gemeckert haben und die vom PC nicht gemeckert haben. Aber der Commodore 64 das wahrscheinlich nicht gegangen. Ne? Kleiner Witz. Der eigentliche intelligente Teil des Programms, der Server also, bleibt dabei immer der gleiche und wurde in der betriebssystemunabhängigen Programmiersprache Java geschrieben. Auf das Internet ist man trotzdem nicht angewiesen, da der Server auf dem gleichen Computer laufen kann wie der Client. Im Moment gibt es Client-Versionen für Microsoft Word und Sunstar Office. Eine Version für Microsoft Word oder Mac OS ist in Entwicklung. Daneben gibt es völlig plattformunabhängige Versionen des Spellcheckers, die über jeden Webbrowser zugänglich sind. Das Cortina-Projekt soll in der ersten Hälfte 2002 fertiggestellt sein. Vorversionen der verschiedenen Clients sind auf der Webseite des CRP Gabriel Lippmann herunterzuladen. Der Server ist im Augenblick noch nicht verfügbar, da die Wortliste noch ständig erweitert wird. Ja, also hi. Microsoft Word, ja, für das sind dann eine Version von Microsoft Word, ja, also da war ja dann das Problem, dass für das der Spellchecker am Word lebt, wird Microsoft gesagt, da muss er für dich die ganzen Interface übersetzen. Und das war eben dann die nächste Projekt, wo ich da von 2002 bis 2006 geschafft habe. Ich meine, es war so ein Tisch 600 oder 700.000 Wörter, die man für dich müssen übersetzen, und da konnte man dann das Spellchecker an der Word integrieren. Ja, aber das war nicht mehr am Kader vom Projekt Cortina. Das war dann am Kader vom Projekt Microsoft Goes Letzteburg. Ja, ich meine, das war mit den nächsten Artikel über diese Cortina. Und ja, wirklich zu bedauern, dass die uns nicht die zwei ministerischen das Projekt präsentiert haben. Das hat Konsequenzen für mich nur im Englisch. On verra. Bon, das war dann auch schon nichts. Nach viel méi so Übungen fand er op ménger Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand er op grammaire.lu, der fand mich auch op Facebook an op YouTube, an danach die Bücher mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen op Lützeburgisch an 170 Witzer op Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.